Guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier in der Parkarena von der GVC Winterthur. Herzlich willkommen auch am Livestream. Schön hast du dir es gemütlich gemacht, vielleicht in deiner Stube. Und alle anderen einfach grossartig, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ist ja nicht gerade selbstverständlich bei dem Sturm, den wir draussen haben. Und man schickt ja nicht einmal manchmal den Hund noch vor die Tür bei diesem Wetter. Aber ihr habt es geschafft. Einfach grossartig. Heute Morgen, an diesem 4. Advent, feiern wir unser Weihnachtsmusical, unser generationsübergreifendes Weihnachtsmusical. Und der Titel hat euch vielleicht schon verraten. Der Weihnachtsraub, ein Fall für Toni Anders. Der lädt euch heute Morgen auf eine Krimi ein. Also ich weiss nicht, ob ihr euch das bewusst seid, aber jetzt müsst ihr euch richtig anschnallen. Ein Krimi, der sich abspielt hier in der Parkarena. Nein, sorry, in Winterbach. Es sind böse Halunken unterwegs und die treiben ihr Unwesen. Also, es ist eine grosse Spannung, es hat zwischendurch noch ein bisschen Witz. Ihr könnt euch richtig darauf freuen. Und das Ganze dauert etwa 90 Minuten. Für die ganz Kleinen, von 0 bis 3-Jährig, hat es ein Kinderprogramm im 1. Stock. Und für alle anderen wünsche ich jetzt wirklich viel Freude, viel Spass, gute Unterhaltung und Film ab. Nein, Musical ab. Die Polizei kann persönlich sagen, dass wir da einbrechen. Ja, sorry, Mann. Au, ich habe in dieser Dunkelheit das blöde Schild doch nicht gesehen. Könnt ihr mal ein bisschen leise sein? Wir sind schließlich immer noch illegal eingebrochen. Ja. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ja, ist ja gut. Los, für sie machen. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Achtung, Schild. Okay, der Strom ist ausgestellt, der Alarm funktioniert nicht mehr. Warte mal. Aber wenn der Strom ausgestellt ist, können wir das Licht gar nicht mehr anmachen. Und ich sehe jetzt schon nicht mehr, es ist so stockdunkel. Mann, los, ist eigentlich extra nicht zu. Egal, los, für sie machen. Ey, was geht bei euch so lange? Nichts, jetzt haben wir es dann. Achtung, Schild. Komm, schnell. Achtung, geht auf die Seite. Achtung. Weg da. Achtung, können wir Achtung, weg. Weg den da. Platz machen. Seite. Achtung, Achtung. Sorry, einmal durchher. Geht auf die Seite. Achtung, weg da. Seite gehen. Achtung. Geh mal weg. Weg da. Diktatur! Weg da.
der Dunkelheit Pläne verfolgen kann. Es nimmt sich das, was Lust drauf hat und schaut nur für sich. Ist sich selber gern der Nächste, die anderen sind im Gleich. Oh, wie kleine Stadt, öffnet was da, macht Vorsicht da. Wie alles friedlich stand, liegt ihr Tag noch unerkannt. Oh, wie kleine Stadt, öffnet was da, macht Vorsicht da. Wie alles friedlich stand, liegt ihr Tag noch unerkannt. Wer schlicht denn da verschont und so dass es niemand merkt, tut Galerie mit so viel Kunst vor richtig großem Wert. Sie wissen genau, wohin sie wollen, das haben sie schon lang geplant. Und wird dem Zufall überlassen, dass niemand etwas ahnt. Oh, die kleine Stadt, öffnet was da, macht Vorsicht da. Wie alles friedlich stand, liegt ihr Tag noch unerkannt. Oh, die kleine Stadt, öffnet was da, macht Vorsicht da. Wie alles friedlich stand, liegt ihr Tag noch unerkannt. So keine Lust da. Das sieht nicht mal schön Kinder, aus. hören bitte alle ganz schnell zu. Also, jetzt kommt dann gerade Frau Nutz und macht mit uns die Museumsführung. Ich weiss, es ist Freitag vor der Ferien, aber ich erwarte von euch, dass ihr alle gut zuhört und mitmacht. Weil das, was wir heute lernen, kommt an der nächsten Prüfung dran. Das können Sie doch nicht machen. Es sind doch Ferien jetzt dann. Hallo zusammen, schön sind ihr da. Mein Name ist Christine Notz und ich darf heute euch durch unser wunderschönes Stadtmuseum führen. Dann würde ich doch sagen, fangen wir gerade an. Kommt! Oh Mann, das ist so langweilig. Ich verstehe nicht, wieso wir die blöde Führung machen müssen. Unsere Stadt hat ja eh nichts zu bieten. Und dann ist das alles auch noch prüfungsrelevant. Ich gehe ins Loch. Ja, wirklich. Es ist so langweilig da in diesem Museum. Aber dass unsere Stadt nichts zu bieten hat, das würde ich so nicht sagen. Immerhin steht doch im nächsten Raum der wertvollste Ausstellungsgegenstand von der gesamten Umgebung. Und das wäre... Denkt Christbaumspitzen. Die, die es doch jedes Jahr an der grossen Weihnachtsfeier noch auf den Christbaum aufwetzen. Ah ja, stimmt. Das Ding ist, glaube ich, echt sackteuer. Ich habe gehört, es sei aus reinem Gold. Das ist ultra crazy, ja? Weißt du was? Schwänzen wir doch einfach die Dorfführung und gehen die Spitze einfach auf eigene Faust anschauen. Ich meine, das ist sicher 1000-mal spannender als bei den Nützel. Die Schlaftabletten. Aber meinst du nicht, dass wir dann einen riesen Zusammenschiss kassieren? Ich will nicht schon wieder einen Eintrag. Sicher bin ich nicht. Aber was soll's? Komm, du Scheisshass. Komm. Ja, okay. Hä? Das ist aber komisch. Und so viel zum teuersten Ausstellungsstück in der Umgebung. Aber die Frau Berger hat doch gesagt, dass wir die Spitze heute noch anschauen werden, weil sie ja so einen speziellen Wert hat und so. Du, Nick,
Da hat es so Kratz am Schluss. Und die Vitrine ist offen, schau. Was? Ella, denkst du, was ich denke? Ja, über die Spitze geklaut. Und wir sind die Ersten, die es gemerkt haben. Wir müssen das sofort den Nötzl sagen. Komm. Nötzli! Frau Notz! Frau Notz! Kommen Sie schnell! Spitze! Das ist geklaut! Weg! Einfach weg! Lügen Sie die Polizei an! Halt. Man versteht ja kein Wort. Nochmal von vorne. Was ist passiert? Die Spitze ist geklaut. Wir sind gerade bei der Vitrine gewesen. Was? Sie ist aufgebrochen. Einfach weg! Nein! Doch! Aber nicht unsere wertvolle Spitze. Nein, das darf nicht wahr sein. Nein! Jämmerlis, nein! Was mache ich jetzt? Ui! Ich muss sofort die Polizei anrufen. Kinder, ich glaube, wir gehen jetzt gescheiter wieder in die Schule. Kommt. Wow, was ein Desaster! Desaster? Endlich passiert in dieser lahmen Stadt mal etwas. Weißt du was? Was, Ella? Das ist doch der perfekte erste Fall für unseren Detektivclub. Die 2 Fragezeichen legen endlich los. Komm mit! Also über den Namen diskutieren wir ganz sicher noch mal. Jetzt sind sie schon da, suchen überall nach Spuren von der Tat, dass man sagen kann, wer in der letzten Nacht sich Zutritt hat verschafft und auf so fiese Art einen Raub begann. Jetzt sind sie schon da, suchen
Frau Notz, da sind Sie ja. Wissen Sie eigentlich, was das für eine Katastrophe ist? Ja. Die Spitze ist der Ja. wertvollste Besitz von mir. Von unserer Stadt natürlich. Ich weiß es, Frau Stadtpräsidentin. Ich kann mir es nicht erklären. Ich weiß auch nicht, wie der Täter unser Sicherheitssystem hat können umgehen. Tja, Frau Nutz, ich denke, ich könnte das Ihnen schon sagen. Offenbar hat der Täter einfach den Strom abgestellt. Zack, einfach so. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Die Spitze ist geklaut. Punkt. Jetzt kommt es darauf an, dass wir sie schnellstmöglich wieder zurückbekommen. Ich habe darum den Hans und den Franz beauftragt, sie sollen den Herrn Anders engagieren. Er sollte eigentlich jeden Moment da sein. Ja, der Herr Anders. Der bekannteste Privatdetektiv, weit und breit. Leider habe ich noch nie der gehabt, mit ihm zusammen arbeiten zu dürfen. Hast du gehört? Der Herr Anders kommt da hin. Ja, oh mein Gott, das ist ja so aufregend. Er ist ja eine regelrechte Legende. Sorry schnell, habe ich gerade vom Herrn Anders geredet? Von dem Toni Anders? Ja, genau. Die Stadtpräsidentin hat ihn beauftragt, die Christbaumspitze zu finden. Er sollte jetzt dann gerade da ankommen. Der Herr Anders. Wow, das ist ja ultra krass. Sie müssen wissen, Ella und ich, wir sind die grössten Fans. Schau mal da. Ich glaube, das ist er. Ah, Herr Anders, gut sind Sie endlich da. Ich bin am Verzweifeln. Die Spitze, wenn die nicht da ist. Das Fest ist in 2 Tagen, Heiligabend. Und wenn wir die Spitze nicht haben, dann ist die ganze Weihnachtsfeier einfach für die Katz. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bringe die Spitze im Handumdrehen wieder zurück. Aber zuerst schauen Sie, dass der Tatort geräumt wird. So kann ich nicht arbeiten. Ah, Herr Anders, es freut mich, endlich mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Mein Name ist... Ich arbeite allein. Nur, dass das klar ist. Und jetzt schauen Sie, dass Sie und Ihre möchten gerne Geisterjäger den Tatort schleunigst verlassen. Ja, aber ich... Komm, jetzt mach, was er gesagt hat. Okay. Also Jungs, ihr habt gehört, was der Anders gesagt hat. Wir machen den Abmarsch. Hopp, der Besen. Leck du mir am Schöppli. Was fällt dir ein? Mich so verschrecken. Jetzt habe ich noch fast das Herzkrise bekommen. Sorry, das wollte ich nicht wollen. Genial, wie du es machst, Ella. Wirklich super. Sag mal, was machen ihr zwei eigentlich noch da? Der Tatort ist nicht öffentlich. Grüezi wohl. Das ist Ella und ich bin der Nick. Und wir zwei sind grosse Fans von Ihnen, Herr Anders. Fans? Was zum... Also, Herr Anders, Toni, darf ich Toni sagen, wir wären dann übrigens die als allererstes bemerkt haben, dass die Spitze geklaut wurde. Wir sind nämlich selber Detektive. Ja, und du hast gedacht, ich könnte mir helfen und da ein bisschen auf Sherlock Holmes und Watson machen. Das hat mir gar noch gefällt. Aber wir haben doch nur helfen. Helfen? Das habe ich schon richtig verstanden. Aber ich will und brauche keine Hilfe. Jetzt schaut, dass ihr vorkommt. Der Tatort schließt nicht für kleine Kinder. Kleine Kinder? Ich zeige Ihnen jetzt. Ella, lass es bleiben. Es hat keinen Wert. Aber... Du hast ihn gehört. Er will keine Hilfe. Das glaubst du selber nicht. Wieso versteht denn niemand, dass ich keine Hilfe brauche? Das kann doch nicht so schwer sein. Logbucheintrag vom 22. Dezember 2024. Der Tatort weist bisher wenig Spuren auf. Einzig am Schluss der Vitrine hat es ein paar wenige Kratzer. Ansonsten gibt es bisher keine weiteren Spuren. Ich glaube, ich habe es da mit echt trainierten Profis zu. Der Fall wird schwerer als erwartet. Was ist denn das? Ein Sackmesser! Tja, ich würde sagen, 1:0 für den Toni. Zieh dich warm an, du Dieb. Du bist schneller eingebuchtet wie...
Der Nächste, der bei mir seine Hilfe anbietet. Beruf und habe doch einen guten Ruf. Ich bin weit und mehr bekannt, man kennt mich im ganzen Land. Kein Fall ist für mich so schwer, das wird nicht zum Lösen. Wer Erfolg hat man garantiert, dann man mich engagiert. Wenn mir eine Fähig und wir kennen, dann zieht der Grund an kein, gibt der kein Wort ab und zeigt mich in Aktion. Und jetzt brauch ich meine Ruhe, will ich jetzt studieren, husch, husch, weg mit euren zwei, macht Platz, ade, nein, ihr brauch ich kein, ich kann das doch allein, ich kann das ganz allein. Nein, ihr brauch ich kein, ich kann das doch allein, ich kann das ganz allein. Nein, ihr brauch ich kein, ich kann das doch allein, ich kann das ganz allein. Nein, ihr brauch ich kein, ich kann das doch allein, ich kann das ganz allein. Vielleicht. Wenn ich die Server überlaste, ja, dann müsste es noch einen Absturz in der Software geben. Und dann müsste eigentlich Firewall den Geist aufgeben. So ein Dreck! Au, Mann. Boss, was ist los? Ich weiss, der Käufer, den ich kann für die Spitze, hat mir gerade abgezeigt. Was? Aber warum? Wir brauchen Käufer. Die Spitze kann nicht ewig da liegen bleiben. Alter, jetzt chill mal kurz. Wir finden schon einen Käufer. Also, bis jetzt ist das schon der dritte. Die anderen zwei auf eBay haben auch abgesagt. Nicht hilfreich. Nein, ich sehe euch schon alle ins Gefängnis wandern. Porca miseria, cosa dire a mia mamma? Genug umgekehrt, Ladies. Wir brauchen einen Käufer und die aber heute als morgen. Mist, das darf doch nicht wahr sein. Was soll das eigentlich? Wer sind Sie überhaupt und was zum Gucken machen Sie in meinem Labor? Wer ich bin? Ich bin der Toni Anders und ich arbeite am Fall Christbaumspitze. Ich habe da gerade eine wichtige Spur. Am besten wäre es, wir würden das gerade schon miteinander anschauen. Zeit ist ja bekanntlich Geld. Was, Toni Anders? Nie gehört. Schauen Sie, ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, aber was Sie sind, ist ein eingebildeter Schnösel. Wie bitte? Das ist doch...
Ja, Sie haben mich schon richtig verstanden. Was haben Sie eigentlich das Gefühl? Sie könnten einfach so mir nichts, dir nichts, alle Einsatzkräfte vom Platz schicken, als wären es nur ein Haufen Amateure. Und dann allerernst das Gefühl haben, wir wollen Ihnen auch nur im Geringsten helfen. Aber so können Sie nicht mit mir schwätzen. Und ob ich das kann, machen Sie, dass Sie vorkommen. Sonst rufe ich die Securities. Wissen Sie eigentlich, was Sie da machen? Ich bin der Beste auf meinem Fachgebiet. Und Sie hindern mich daran, meine Arbeit zu machen. Ach, ich kann dem Gemotz nicht mehr zuhören. Wie ein kleines Kind am Täubeln. Securities! Securities, nehmt ihn mit! Das wird das Nachspiel haben. Das sage ich Ihnen. Du, Nick, ist das nicht der Herr Anders? Ja, stimmt. Aber was macht denn der da? Keine Ahnung. Ich höre euch im Fall. In 2 Halbschuhe stehen ja keine 1,5 Meter weg. Ella, ich glaube, er hat uns gehört. Was machen Sie denn überhaupt da, Herr Anders? Das geht euch gar nicht an. Ach, jetzt geben Sie sich doch einen Ruck. Wir wollen doch nur helfen. Ich brauche keine Hilfe. Also, mein Urgroßvater 3. Grades hat immer gesagt, nützt nichts, so schadet es nicht. Also sagen Sie doch einfach, was los ist. Wir helfen auch nicht, versprochen. Also gut. Ich wollte ja im Labor bei der Stadtpolizei mit der neuesten Spur nachgehen. Aber der Lacker von einem Laborant hat mich hochkant rausgerührt und mir gesagt, ich sei ein eingebildeter Schnösel. Was fällt dem eigentlich ein? Also, ich glaube, ich sehe das Problem. Definitiv. Das ist eindeutig, oder? Safe. Glasklar. 100%. Keine Widerrede gibt's da. Könnt ihr auch mal Klartext schwätzen? No front, aber zum ganz offen sein. Sie sind ein eingebildeter Schnösel. Ihr Problem ist, dass Sie das Gefühl haben, jeder macht automatisch, was Sie sagen. Nur weil Sie gut sind in dem, was Sie machen. Ja, wirklich. Jeder braucht doch mal ein bisschen Hilfe. Und bitte sagen, nützt das mal schon auch noch. Das heisst doch nicht umsonst Zauberwort, oder? Was quasselt ihr da für ein Zeug zusammen? Ich habe jetzt echt keine Zeit für euch Späßli. Oh, er checkt's nicht. Also, wir zeigen es Ihnen. Geben Sie mir das Beweisstück. By the way, was wäre es eigentlich? Da, ein Sackmesser, wo was eingraviert ist. Aber ihr habt jetzt nicht ernsthaft das Gefühl, dass ich euch Kinder meinen einzigen Hinweis anvertraue. Wenn Sie wissen, was auf dem Sackmesser steht, oder nicht. Voilà. Grüezi. Ja, bitte, wer sind denn ihr? Grüezi miteinander. Das ist Ella und ich bin der Nick und wir zwei hätten eine ganz wichtige Bitte an Sie. Und das wäre? Wir brauchen wirklich Ihre Hilfe mit dieser Spur. Ja, wenn Sie uns nicht weiterhelfen, dann finden wir die Christbaumspitze nie. Nie mehr. Bitte. Also gut, wo ist die Spur? So, das wär's schon gewesen. Und? Auf der Gravur steht ganz klar Lars Buffone. schon bald was wieder bringt. Wir kriegen durch, viel mehr denn gleich. Es ist nichts, was richtig
was ist unser nächster Schritt? Boah, Ella, schau mal den Käfer an. Der ist so ultra regenbogenfarbig. Nicht jetzt, Nick. Und Herr Anders? Toni? Herr Anders? Anders! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gefragt, was unser nächster Schritt sei. Ja, wirklich. Jetzt, wo wir wissen, was auf dem Sackmesser steht, können wir doch endlich mit der Suche anfangen. Wir und unser nächster Schritt. Was habt ihr das Gefühl, was das jetzt ist? Ein Detektivclub? Sicher nicht. Denkt ihr, nur weil ihr den Laborant da rein überschnurrt habt, könnt ihr jetzt bei dieser ganzen Sache mitmachen? Nichts ist. Überlasst die Arbeit den Profis, schauen gescheiter, dass wir wieder zurück in die Schule kommen. Ach, jetzt fängt das schon wieder an. Sie können doch nicht uns jetzt... Also gut. Ich und ich gehen jetzt wieder zurück in die Schule. Ade! Ella, du kannst dir das doch jetzt einfach so bieten lassen. Und übrigens, es sind doch schon Ferien. Was wollen wir in der Schule? Das weiss der doch nicht. Aber das ist völlig gleich. Ich habe einen Plan. Schau. Ey, Nick. Hey, Ella. Meinst du, ich sollte dem Herrn Anders sagen, dass ich den Lars Buffone vor ein bisschen im Internet gestalkt habe und dass ich seine Mami auf Facebook gefunden habe? Ach, ich weiss nicht. Er will doch keine... Ella, stimmt das wirklich? Hast du wirklich die Mutter von Lars Buffone gefunden? Habe ich Mutter gehört? Ja, wirklich. Ist ja auch die einzige in dieser Stadt mit dem Nachnamen. Aber wir haben ja jetzt leider keine Zeit. Wir müssen zurück in die Schule. Ella, wenn du wirklich Informationen hast über die Mutter von einem potenziellen Täter, dann bist du verpflichtet, mir Informationen zu übergeben. Da ist einfach kein Spaß. Da ist im Fall der Ernst. Ich habe gemeint, der Typ heisst Lars. Aha, jetzt wollen Sie also unsere Hilfe doch noch. Also gut. Da, Maria Buffone, geboren am 14. Oktober 1965 in einem kleinen Städtchen neben Florenz in Italien. Seit 2010 ist sie von ihrem Mann geschieden. Sie hat 2 Büsi und 4 Kanarienvögel. Ihre Lieblingsblumen sind Orchideen und sie geht jeden Montagabend ins Aerobic. Und das hast du alles von dem Internet? Sie wissen gar nicht, was wir alles so auf Facebook teilen, wenn sie mal gecheckt haben, wie es funktioniert. Ach, sind das alles Boomer, oder? Das ist jetzt alles gut und recht. Aber wegen dem wissen wir ja immer noch nicht, wo die Frau wohnt. Moment, das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Da, ein Post vom letzten Adventsfenster. Da steht auch die Adresse unten dran. Rosenweg 17. Ja, dann nichts wie los, oder? Moment. Bis jetzt war das Ganze einigermaßen sicher für euch zwei. Aber wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Was, wenn der Täter vor Ort ist und es brenzlig wird? Ich habe echt keine Zeit, um auch noch auf euch zwei aufzupassen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt erledigen wir praktisch ihre ganze Arbeit und sie wollen uns schon wieder wegschicken. Das können sie doch nicht machen. Die wollen so gerne mitkommen. Wir können doch noch so viel von ihnen lernen, Herr Anders. Sie wissen so viel. Bitte. Also gut, wenn ihr dann endlich Ruhe gebt. Aber ich mache keinen Mucks und lasse mich meine Arbeit machen. Ja, fix machen wir. Danke vielmals. Nimm das, OG Brawler 17. Ey, Larry, kannst du mal ein bisschen leise sein? Es gibt Leute, die würden sich gerne konzentrieren. Ja, klar, sorry. Boom, wie gefällt dir das? Ja, grüezi. Ah, ja. Ja, genau. Am 6 wäre super. Endlich, wir haben einen Käufer. Mhm. Ja, super. Unsere Adresse kennen Sie ja schon, gell? Ja, okay, super. Also, tschüss. Und? Was und? Ja, wie viel hat er für die Spitze geboten? Für die Spitze? Was labern die? Das war mein Kurier. Pizza. Leute, ich habe Hunger. Ihr hättet auch müssen sagen, wenn ihr etwas hättet wollen. Was zum... Ach, weisst du was, bei dir wundert mich das nicht mehr.
Da vorne ist es. Und wie gesagt, kein Mucks. So schicke ich euch auf direktem Weg wieder heim. Am besten ist es, ihr wartet da vorne an der Straße. Nicht, dass ihr noch auf dumme Ideen kommt. Ja, ist klar. Okay. Prego. Frau Buffone, mein Name ist Toni Anders und ich hätte ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Cosa? Vieni qui. Nicht reden mit fremden Männern. Und ich nicht reden mit fremden Männern über meine Sohn. Via, caro figlio mio, via. Mannaggia, non so cosa le date in testa a quello lì. Ah! Mamma mia, casa zia, ja, sie sorgt für ihren Sohn. Auch wenn er schon so lang groß ist und um die Heime wohnt. Wird ihm waschen und auch kochen, schaut, dass ihm nie etwas fehlt. Hebt ihre Augen offen, schützt der Figlio vor der Welt. Mama sieht gut wachen über jeden einzelnen Schritt. Dass aus ihrem kleinen Schätzchen ja auch sicher etwas wird. Wer Schaden ihm will antun oder Böses im Sinn hat, der wird ihren Sohn dann spüren, ja, der trifft ein richtig her. Mamma mia, Vater Zia, ja, sie sorgt für ihren Sohn, auch wenn er schon so lang groß ist und um die Heime wohnt. Wird ihm waschen und auch kochen, schaut, dass ihm nie etwas fehlt. Hebt ihre Augen offen, schützt der Figlio vor der Welt. Immer wenn er heimkommt, freut sich ihres Mutterherz. Überschwänglich ist Begrüßung, ihren Dank geht himmelwärts. Denn die Luft ist und zwar richtig, so dass niemand hungrig bleibt. Dann wird lachen und auch feiern, bis es draussen dunkel wird. Mamma mia, casa zia, ja, sie sorgt für ihren Sohn, auch wenn er schon so lang groß wär und drum nicht die Heime wohnt. Tut ihm waschen und auch kochen, schaut, dass ihm nie etwas fehlt. Hebt ihre Augen offen, schützt der Figlio vor der Welt. Mamma mia, Vater Zia, ja, sie sorgt für ihren Sohn, auch wenn er schon so lang groß ist und um die Heime wohnt. Wird ihm waschen und auch kochen, schaut, dass ihm nie etwas fehlt. Hebt ihre Augen offen, schützt der Figlio vor der Welt. Hebt ihre Augen offen, schützt der Figlio vor der Welt. Das hat ja jetzt super funktioniert. Heilige Maria, ist das Ihnen losgegangen, du? Hey. Hey. Aber ich habe eine Idee. Was wäre, wenn wir dieser Maria, Frau Buffone, da erzählen, dass wir ihren Sohn wollen, ein Interview machen? Weißt du, für die Schule oder so? Oh ja, guter Kalnik. Aber für was wollen wir ihn denn interviewen? Ich meine, er ist ein mutmaßlicher Täter in einer Raubermittlung. Das stimmt natürlich. Das können wir ihr schlecht erzählen. Aber was wäre, wenn wir ihr sagen, dass ihr Sohn der einzige in der ganzen Stadt ist, der zweisprachig aufgewachsen ist und es uns mega Wunder nimmt, wie das für ihn so war. So ein Käse, der ist sicher nicht der Einzige. Das zieht doch nie. Ja, ist jetzt vielleicht nicht der beste Plan, aber probieren geht doch über Studieren, nicht? Wenn du meinst. Also, ich glaube ja nicht mal im Ansatz, dass das funktioniert. Aber bitte, probiert es gerne aus.
seit wann sind denn Sie so chillig drauf? Chili? Ja. Ach, komm. Mach doch, was er will. Ja, in dem Fall, komm. Prego! Wer sind Ihre Tante? Grüezi. Grüezi, ciao. Ich bin Ella und das ist der Nick. Wir würden gerne ein Interview machen mit Ihrem Sohn Lars für die Schule. Aha, so, das ist nicht gefährlich. No. Aha, so ist das. Das ist eine gute Idee. Ich habe immer Italienisch geübt mit meinem Sohn. Parla bene l'italiano. Sì. Ja, super. Darum wollen wir ihn ja auch interviewen. Ist er denn auch daheim? No, ist nicht hier. Ist, come si dice, ist verschwunden. Verschwunden? Verschwunden. Ihr Sohn ist verschwunden und Sie haben keine Ahnung, wo er könnte sein. No, non lo so. No, ich nicht wissen, wo er ist. Ja, super. Was machen wir jetzt? Aber vielleicht konnte fragen seine Kollegen, seine Freund, l'amico suo. Heute Morgen war hier und nehme ein paar alte Kleider von der Lars. Oh ja, das wäre super. Wie heißt denn am Lars sein Freund? Hat einen lustigen Namen. Come si dice? Come quello del delfino. Wie ist sein Name? Come si chiama? Ah, sì, Flipper. Mannaggia, mi stavo dimenticando. Vergessen. Ja, dann suchen wir doch mal den Flipper. Sì. Ja. Danke vielmals, Frau Buffone. Prego. Sie haben uns wirklich mega weitergeholfen. Prego. Grazie mille. Buona fortuna. Arrivederci. Viel Glück. Dai, ciao, ragazzini. Ciao. Andiamo. Che bravi. Und wer ist jetzt der Flipper? Ja, keine Ahnung. Doch, safe. Der Flipper ist doch der Obdachlose, der immer vor einem Migros chillt. Er ist eigentlich voll lieb. Er hat uns doch letztes Mal ein Päckchen Chips geschenkt, weisst du noch? Der Flipper natürlich. Und wo? Finden wir den? Ja, keine Ahnung. Doch, er hat uns doch letztes Mal erzählt. Er wohnt hier beim alten Industriegebiet, in einem alten Zugwaggon. Stimmt. In dem Fall ist er gar nicht obdachlos. Ja, mehr so indirekt, verstehen Sie? So semi-obdachlos halt. Also, dann müssen wir den suchen. Aber nicht mehr heute, es ist schon spät. Und ihr gehört sicher gleich ins Bett. Mir? Hast du es mit helfen? Ich habe nicht von helfen gesagt. Aber ihr kennt den Flipper, immerhin. Und wissen, wo er wohnt. Also, morgen 0900 im alten Industriegebiet. Yes! Yes! Endlich! Die blöde Firewall hat endlich den Geist aufgegeben. Ist ja mega gut. Was heisst das denn jetzt? Ich bin drin, heisst das. Wo drin? Bist du immer noch da? Im Sicherheitssystem der Stadt, denke ich. So kann ich jede Kamera in der Stadt steuern. Falls wir irgendwann noch eine Übergabe in die Stadt bringen, kann ich an dem Ort jede Kamera ausschalten. So wird nie irgendjemand unsere Gesichter sehen. Ah, das ist schon mega gut. Ey, eine kleine Frage. Wenn du schon dran bist, mein zweiter Pizzakurier ist schon da und der erste ist immer noch nicht aufgetaucht. Könntest du vielleicht schauen, wo der ist? Hä? Manchmal habe ich echt das Gefühl, ja, aber also, was mit dir falsch ist halt. Ja, aber... Ladies, wir haben einen Käufer. Was? Echt? Ja, morgen am Punkt 12 Uhr am Mittag auf dem Marktplatz. Yes, endlich wird man das blöde Ding los. Dort, schaut, das ist er. Also, wie gesagt, ihr erzählt ihm, wieso wir da sind
Und wenn es zu irgendwelchen Komplikationen kommt, dann übernehme ich. Ist das klar? Ja, für das, dass das ein 2-Punkte-Plan ist, haben Sie in den letzten 10 Minuten wirklich 9 Minuten zu viel erklärt. For real. Aber komm jetzt nicht, wir gehen mal Hoi sagen. Hoi Flipper, wie hast du? Weißt du noch, wer wir sind? Hey, das sind ja Ella und Nick. Schön, euch zu sehen. Was macht denn ihr da? Hey, hoi Flipper. Ich weiss, wir haben eine kleine Frage für dich. Und zwar geht es um einen Kollegen von dir. Sagt dir der Name Lars Buffone etwas? Der Larry, der alte Stinkstiefel. Was hat er jetzt wieder verbrochen? Ist er beim Schrottplatz wieder die alten Radios aus dem Auto ausbauen? Ich weiss auch nicht, was der macht. Verkauft hat er aber noch nie einen. Ja, nein, also nicht direkt. Er ist Hauptverdächtiger! Er ist der Hauptverdächtige im Fall gestohlene Christbaumspitze. Aha. Und ich habe gedacht, wenn ihr zu mir kommt, dann verrate ich euch etwas. Ja, so in die Richtung haben wir uns das schon vorgestellt. Das könnt ihr gerade vergessen. Ich weiss nicht, und selbst wenn, würde ich sicher nicht meinen Kollegen verraten. Ich mag ja vieles sein, aber sicher keine Petze. Hey, jetzt machen Sie mal halblang. Nur weil Sie nach dem Gesetz handeln, sind Sie noch lange keine Petze. Und wer sind Sie jetzt? Mein Name ist Toni Anders und ich bin Privatdetektiv. Ich ermittle gegen Ihren Kollegen. Und Sie haben echt das Gefühl, wenn ich den Kindern schon nicht verrate, dass ich der Bullerei irgendetwas verrate, oder was? Wenn Sie auch nur irgendeine Ahnung haben, wo sich der Lars Buffone aufhält, dann sind Sie gegenüber dem Gesetz verpflichtet, die Informationen rauszudrücken. Gar nicht bin ich. Das Gesetz kann mir gestohlen bleiben. Aber bitte, Flipper, du musst uns helfen. Sonst kann doch die Weihnachtsfeier gar nicht richtig stattfinden, wenn man die Spitze nicht findet. Ja, wirklich, Flipper. Es ist doch Weihnachten. Weihnachten. Das blöde Fest. Interessiert mich doch gar nicht. Was? Wieso das denn? Weihnachten ist doch das Fest von der Liebe und dem Frieden. Schließlich ist Jesus auf die Welt gekommen. Ja, man bekommt doch all die coolen Geschenke. Und die Familie. Die Familie sieht man auch wieder. Familie. Seit 3 Jahren habe ich die nicht mehr gesehen. Die haben mich schon alle vergessen. Die haben mich alle verlassen. Ach, Flipper, so darfst du nicht denken. Aber was ist denn passiert? Es geht euch nichts an. Probieren Sie es doch einfach mal, Herr Flipper. Mir hat mal jemand gescheit gesagt, nützt nichts, so schadet es nichts. Ja, also viel gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Also, vor 5 Jahren ist meine Familie aus Winterbach weggezogen und bis auf meine Schwester. Mit ihr habe ich dann zusammen gewohnt in der WG, bis ich dann meinen Job gekündigt habe. Keine Ahnung, ich hatte irgendein Burnout gehabt oder so. Und dann, ja, bin ich halt ein bisschen rumgelungert und weiss nicht was. Und nachher hat sie mich dann nach einem heftigen Streit aus der Wohnung rausgeschmissen. Und ja, sie da in meinem Wagen rein und mit ihr habe ich kein Wort mehr geredet. That's it. Ach, das tut mir mega leid, das klingt voll traurig. Ja, jetzt kann ich voll verstehen, wieso du nicht möchtest Weihnachten feiern. Kinder, kommen wir mal mit, bitte. Was ist? Wie wär's, wenn wir am Flipper so eine Art Tausch vorschlagen? Wir suchen seine Schwester und reden mit ihr. Vielleicht können wir sie zu einem Treffen überreden. Und er sagt uns dafür, wo der Lars ist. Du Ella, ich glaube, der hat Fieber. Jetzt schlägt der Herr Anders tatsächlich vor, jemand anderem zu helfen. Es geschieht ja doch noch Zeichen und Wunder. Ach, Kabis, ich will nur den Fall vorantreiben. Also, was sagt ihr? Das ist, glaube ich, echt das Beste, was sie je gesagt haben. Flipper, wir haben einen Vorschlag für dich. Yes, Flippi. Du, was haltest du davon, wenn wir deine Schwester suchen und mit ihr einmal reden und sie vielleicht dazu können, überzeugen, mit dir nochmal das Gespräch zu suchen und über das Ganze zu reden? Und im Gegenzug verratest du uns, wo das der Lars Buffone sich aufhält. Was? Was, das würdet ihr machen? Also, wenn ihr das macht, dann helfe ich euch. Flipper, du bist der Beste. Also, wie heisst deine Schwester denn? Sie heißt Lisa. Lisa Berger heisst sie. Das ist genau gleich wie unsere Lehrerin. Ja, sie ist Lehrerin. Was? Flipper, deine Schwester ist unsere Lehrerin.
Unsere Frau Berger. Dann wird das Ganze ja ein Kinderspiel. Sie ist doch so eine Liebe. Und Flibi, unter uns zwei, die Ella ist ihre Lieblingsschülerin, weisst du? Dann wäre das geklärt. Die zwei Rocker lehren gut bei ihrer Schwester ein und die Welt ist wieder in Ordnung. Dann können Sie mir jetzt verraten, wo der Lars Buffon zu finden ist. Ja, okay. Also gestern am Abend, also ich weiß nicht genau, wo er jetzt ist, aber gestern am Abend, ist es gestern gewesen? Es war gestern am Abend gewesen, hat er angerufen, irgendjemand, keine Ahnung, wir sind so am Pläudern gewesen, er hat angerufen und nachher hat er so am Telefon gesagt, am 12. Uhr beim Marktplatz wird die Übergabe von der Christbaumspitze stattfinden. Aber er ist nicht alleine. Er arbeitet mit 2 Kollegen zusammen und ihr Boss ist wirklich gefährlich. Passt gut auf euch auf. Doch mehr wie einer. Das habe ich mir schon halb gedacht. Hallo? Heute um 12 Uhr? Das ist schon in einer halben Stunde. Ja, dann nichts wie los. Danke vielmals für Ihre Hilfe. Oh, er hat etwas gelernt. Ella, komm, wir haben keine Zeit. Ja, tschüss. Flibi, wir werden dich nicht enttäuschen. Vor 12 Uhr, gerade noch geschafft. Jetzt aber Tivik. Wir müssen uns verstecken, bevor die Übergabe stattfindet. Also, ich hätte vorgeschlagen, wir teilen uns auf. Ella, wir zwei wir gehen hinter den Busch und Sie, Herr Anders, Sie gehen hinter den Punsch. Punsch, schreibt mir anders, egal, hinter den Punschstand. Dort haben Sie perfekte Sicht über das ganze Geschehen. Das ist eine gute Idee. Also nichts los, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ey, du Boss, wer ist eigentlich der Käufer? Wie kennen wir den? Er hat gesagt, er legt einen übergrossen, quietschgelben Sombrero an. Dann passt das. Ah, ist ja mega gut. Nein, keine Ahnung, wie der aussieht. Wir haben das Codewort abgemacht, das ist viel sicherer. Ey, ich glaube, da sind's. Gomfibrot. Tube ist gelandet. Welches Gomfibrot? Wo ist die Tube? Stankes Codewort. Oh. Haben Sie die Ware dabei? Haben Sie das Geld dabei? 100'000 Franken. Alles im Bar in Zennernötli. 100'000 in Zennernötli! Psst! Das hätte man doch twinten können. Dann könnte man es ja zurückverfolgen. Oh. Take Mist! Was soll das? Ich wollte doch noch filmen. Ich habe TikTok genommen. Nein. Was ist das gewesen? Keine Ahnung, es ist aus dem Busch dort gekommen. Larry, Gary, gehen anschauen. Verstanden, Boss? Hey, was machen ihr da? Los, komm mit, komm. Hey, was soll das? Wer sind ihr? Und was schnüffelt ihr da rum? Wir sind gar niemand und wir schnüffeln auch nicht rum. Bitte macht sie uns nichts. Wir haben nichts gesehen. Gar nichts. Und das soll ich euch glauben. Nichts ist. Ihr bleibt genau da, bis ich weiss, was ich mit euch mache. Dann werden wir da glauben. Keine Bewegung! Sie sind überführt! Wer bist denn du jetzt auch noch? Mein Name ist Anders. Toni Anders. Und Sie sind somit alle verhaftet. Ihr Idioten! Wir haben gesagt, keine Polizei! Anders, bitte helfen Sie uns! Ich bin doch noch zu jung zum Sterben. Anders, bitte nicht! Bitte lassen Sie uns nicht allein! Schnauze, sollen der. Der ist schon lange weg und er gehört euch nicht mehr. Und ihn interessiert es auch nicht, was mit euch passiert. Ey Boss, was passiert mit denen? Tja, ich weiss ja nicht, wie es euch geht. Aber die zwei sehen mir aus, als würden sie eine schöne Menge Lösegeld erzielen. So als Tippli auf dem I zu den 100 Riesen, die wir gerade gemacht haben.
keinen Schritt weiter. Lassen Sie die Kinder los und nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Du schon wieder? Also langsam geht mir die Witzfigur echt ganz schön auf den Weg an. Ich weiß nicht, wieso ich das machen sollte. Vielleicht, weil ich die Polizei mitgebracht habe. Haben Sie nicht gehört, was der Anders gesagt hat? Hände in die Luft, die sind umzingelt. Anders, Sie sind gleich noch gekommen. Ja, logisch. Ich bin schließlich für euch verantwortlich gewesen. Ich wollte echt nicht euren Eltern erzählen, dass ich während meiner Obhut in Gefangenschaft geraten worden wäre. Das wäre echt schlecht für meinen Ruf gewesen. Und Sie haben die Polizei zur Hilfe geholt. Ja, allein hätte ich es einmal nicht können. Danke, Herr Anders. Ja, danke tausend. Schon gut. Könnt ihr mich jetzt wieder loslassen? Und was ist jetzt mit der Spitze? Ich habe mich einmal entscheiden. Spitze oder ihr? Ja, ich bin schon noch froh, dass es mir geworden. Dafür ist die Spitze jetzt weg. Und diesmal haben wir keine Spur. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Kein Plan. Hey Flippi, was machst denn du da? Hat irgendjemand eine Kirschbaumspitze gesucht? Was? Ja, mir. Herr Flipper, wo hast du die? Ja, als ich in den Steinbeckgasse um die Ecke gekommen bin, sind wir zwei so geschleckte Typen im Anzug voll übers Postweg reingesäckelt und sind, was Gischos Haus weggesäckelt, den Koffer liegen lassen. Auf jeden Fall, als ich reingeschaut habe, habe ich genau gewusst, was geschält hat. Flipper, du bist der Beste! Nein, der Allerbeste! Ja, du hast Weihnachten gerettet! Danke vielmals. Aber jetzt nicht, wie los? Es ist 10 vor 3 und um 3 fängt die Weihnachtsfeier an. Wir müssen die Spitze zurückbringen. Ja, dann los! Nicht schon wieder so einen Stress. Aber ich wollte noch ein Mandarinchen essen.
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Winterbach, ich möchte Sie ganz herzlich zu der diesjährigen Weihnachtsfeier begrüßen. Man sagt ja, Weihnachten sei das Fest von der Liebe, von der Freude und vor allem vom Frieden. Aber leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das ja ein paar ganz hinterhältige Ganoven unsere Christbaumspitzen geklaut haben. Darum, liebe Bürgerinnen und Bürger, kann das traditionelle Schmücken vom Christbaum leider nicht stattfinden. Halt, warten Sie! Natürlich. Alles auf Abbruch! Wir haben die Spitze! Wir haben sie gefunden! Wie bitte? Frau Stadtpräsidentin, wir haben die Spitze gefunden und die Räuber überführt. Oh, Herr Anders, Sie haben die Spitze wirklich gefunden. Jawohl, ich habe Ihnen doch gesagt, ich bringe Ihnen die Spitze im Handumdrehen wieder zurück. Aber ohne die Hilfe von Nick, Ella und dem Flipper hätte ich es wohl nicht geschafft. Aber nicht so schnell. Oh, aber das ist ja wunderbar. Ich danke Ihnen allen vielmals. Weihnachten ist gerettet. Jetzt ist doch noch alles gut gekommen. Ach, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Wisst ihr noch dort in diesem Labor? Ohne Spur, keine Hoffnung auf Erfolg. Nick, das war gestern gewesen. Also ich sage es ja nur ungern, aber gut gemacht, Kollege. Kollegen? Oh mein Gott, Ella, wir sind seine Kollegen. Nick, jetzt mach nicht schon wieder Futsch, indem du es übertreibst. Ebenfalls gute Arbeit, Kollege. Für euch immer noch anders. Immerhin Toni? Wenn es sein muss. Yes! Oh, aber wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben? Unser Versprechen beim Flipper eingelöst. Wir haben doch gesagt, wir reden noch mit seiner Schwester. Und schaut, Frau Berger steht doch gerade dort hin. Ja, dann noch los. Noch eine letzte Mission, bevor Weihnachten anfangen kann. Grüezi, Frau Berger. Nick, Ella, wie schön euch zu sehen. Ihr seid ja richtige Helden. Aber sagt, wo drückt der Schuh? Also, unsere Schuhe drücken nicht. Also, vielleicht ihre. Egal, nochmal. Wir haben mit ihrem Bruder Flipper geredet und er hat uns erzählt, dass sie schon lange einen Streit haben. Also, ihr meint den Jonas? Ja, der Jonas, der Flipper. Es kann doch wirklich nicht sein, dass er Weihnachten ganz allein in einem Zugwaggon muss verbringen. Was? In einem Zugwaggon? Ich habe gemeint, er sei weggezogen. Was? Sie wissen nicht, dass der Flipper, also der Jonas, obdachlos, also so semi-obdachlos ist? Nein, von dem weiss ich nichts. Ich habe nicht mehr mit ihm geredet, seitdem er unser ganzes Haushaltsgeld im Casino verspielt hat. Okay. Der Flippi hat Mist bauen. Grossen Mist sogar, da haben Sie recht. Aber lehrt uns nicht die Geschichte von Weihnachten, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns Menschen zu helfen, miteinander wieder Frieden zu schliessen. Eben, bitte Frau Berger, geben Sie sich doch einen Ruck. Also gut. Yes! Ey Nick, stimmt's echt, dass Sie ganz alleine die Spitze wieder gefunden haben? Ja, also ganz alleine vielleicht schon nicht. Der Flipper und der Herr Ander, der Toni, Ella und ich, wir alle haben unseren Teil dazu beigetragen, dass die Spitze jetzt wieder dort oben ist. Ich meine, das braucht es schließlich auch für ein gutes Team, oder?
Und stimmt, dass ihr wirklich gegen Räuber gekämpft habt? Ja, also, kämpft ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Der Toni und die Polizei haben uns dann ganz heldenmäßig gerettet. Boah, krass, ihr seid echt mega cool. Danke. So, jetzt gebt alle mal Ruhe. Ich glaube, jetzt singen wir eins. Hinter so einem Musical steckt viel Arbeit, viel Herzblut, viele Stunden von Komponieren, von Schreiben, von Üben, von Proben. Ihr könnt euch das sicher vorstellen. Und darum möchte ich ganz herzlich Danke sagen dem Kernteam, das überhaupt das Musical hat auf die Beine stellen. Und da möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, Bianca, die Lia, der Nando, die Ladina, der Caro, die Käthi und die Mel. Gebt ihnen herzlichsten Applaus.
und der Band unter der Leitung von Nico. Technikleitung unter dem Andi und dem Domi. Und Bühnendeko Timo und Domi. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und alles wäre nicht möglich, wenn es einen Chor gäbe und geniale Schauspieler. Wir haben die Möglichkeit, oder ihr habt die Möglichkeit, draussen im Foyer ist unser Next Step Desk. Wenn ihr Fragen habt rund um unser Musical, euch vielleicht schon anmelden möchtet für das nächste Jahr, wer weiß, oder sonst ein Feedback habt, dann sind wir sehr gerne parat. Kommt auf uns zu in der Mitte des Foyer. Es ist ein mega Privileg, dass wir so ein Musical überhaupt auf die Beine stellen können, dass die Ressourcen da sind und das ist Grund deiner Spende, können wir das überhaupt machen. Und das eine oder andere checkt jetzt schon, jetzt kommen wir zu der Kollekte. Genau. Du hast die Möglichkeit, uns zu unterstützen mit dem QR-Code, der eingeblendet ist. Da kommst du auf unsere Spendenseite, wenn du mit deinem Smartphone die Foto-App aufmachst und der kannst du das elektronische Zahlungsmittel auswählen. Oder ganz üblich, traditionell gehen jetzt die Kübel drehen. Herzlichsten Dank und wie immer, sie ist freiwillig. Bereits in 2 Tagen findet hier der Heiligabend, Weihnachtsgottesdienst statt. Wenn du sagst, hey wow, ist einfach schön gewesen, muss ich noch mal einmal haben. Dann am 24.10.30 Uhr am Abend findet der Weihnachtsgottesdienst statt unter dem Titel «Frieden auf Erden», wo wir hineintauchen, was heisst denn eigentlich wirklich Frieden auf Erden? Und dem nachgehen, instrumental, wie einfach auch Gedanken drumherum. Und am 25. Morgen, 10.30 Uhr, genau auch nochmal das Programm «Frieden auf Erden». Ja, und jetzt bleibt mir, euch ganz, ganz schöne Weihnachten zu wünschen, eine besinnliche Zeit und habt's gut. Und ich freue mich, wenn ihr wieder das nächste Mal hier in die Park Arena reinlauft und da den Gottesdienst genießt. Ein Abschlusssong kommen wir noch zu hören über als Zugabe der Polizeisong.